Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße euch recht herzlich zum Jungfrau-Zeitung Panorama hier aus Meiringen. Heute haben wir für euch in der Sendung «Unterwegs auf der neuen Berner Wanderroute», «Unterwegs auf den Ski für einen guten Zweck». Bevor wir jetzt aber zu unseren beiden Beiträgen kommen, gibt es zuerst noch einen kurzen Überblick über ein paar wichtige Neuigkeiten vom heutigen Tag. Lastwagen reisst die Fahrleitung runter. Zwischen Zöllernschinen und Grindelwald fahren den ganzen Tag Ersatzbus, da ein Lastwagen ca. 100 Meter vor der Fahrleitung runtergeschissen hat. Wegen dem Wintereinbruch kein Wasserspiel. Die Stadt Bern hat heute Nachmittag auf dem Bundesplatz für ein paar Tage das Wasserspiel abgestellt. Der Platz könnte vereisen und Personen könnten ausrutschen. Die Bräuche der Alpsaison und die dazugehörige Tradition soll in die Liste des immateriellen Kulturerbe aufgenommen werden. Die Schweiz hat die Bewerbung bei UNESCO eingereicht. Für die einen vermittelt es das Gefühl von Freiheit und für die anderen ist es einfach nur ein Hobby zum Entspannen, zu wandern. Ab morgen kann man auf einer neuen Route im Kanton Bern diesem Hobby frönen. Die Wanderroute Via Berna führt quer durch den ganzen Kanton und sie hat für alle etwas zu bieten. Für die Berggänger ebenso wie für die einfachen Spaziergänger. Davon hat sich mein Kollege der Manuel Moser überzeugen. ...300 Kilometer schönste Wanderweg durch den ganzen Kanton Bern. Das ist die Via Berna. Was ist das erste Stichwort, das dort in den Sinn kommt? Qualität. Die Via Berna, der Ursprung ist darin zu finden, dass wir vom Kanton Bern, also von der Berner Wanderung gesagt haben, wir wollen die Qualität, die wir haben, sicher noch pushen, verbessern und etwas für den Tourismus erstellen. Und da ist die Via Berna hat sich da bestens angeboten. Die Idee ist entstanden in Rumänien, einer Versammlung von der Europäischen Wandervereinigung, das ist das Leading Quality Trail Programm, das ist ein Best-of-Programm, haben vorgestellt und ich habe gesagt, das ist genau das, was für den Kanton Bern gut ist. Warum das? Weil Bern hat mit Abstand das schönste und vielfältigste Wanderwegnetz in der ganzen Schweiz. Also was Wandern anbetrifft, ist Bern mit ganz grossem Abstand Nummer 1. Schauen wir vielleicht auf die Etappe. Was erwartet der Wanderer? Eine sehr, sehr grosse Vielfalt. Das war auch das Ziel, dass man alles bietet, dass man wirklich Bären in seiner ganzen Breite, sei das landschaftlich, aber auch kulturell zeigen tut. Darum hat man nebst den schönen landschaftlichen Sachen die Städte wie Bären, Biel oder Thun einbezogen, um das kulturell zu verbinden. Ein gesamtheitliches Zeichen. Und das ist natürlich für den Tourismus sehr, sehr interessant. Da haben wir wirklich ein Produkt jetzt kreieren, das sicher sehr dankbar ist, für das Kommunizieren und auch so eine Wertschöpfung generieren durch die Übernachtungen und das sicher in der Berner Gastronomie. Via Berna und Made in Bern. Was ist da die Gemeinsamkeit? Der Name sagt schon, Bern. Oder? Das ist natürlich wunderbar, haben wir jetzt so einen Weitwanderweg, der praktisch durch den ganzen Kanton führt, durch unsere 6 Destinationen. Manchmal muss man vielleicht noch einen Schlenker einlegen, dass man wirklich alle 6 Destinationen hat. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Projekt und auch ein Produkt, das wir touristisch jetzt nutzen können. Sie haben die 20 Etappen gesehen. Haben Sie schon eine davon gemacht oder werden Sie eine machen? Also, ich habe gerade gestern gesagt, wenn ich dann pensioniert bin, wollte ich das wirklich mal alles ablaufen. Nein, aber ich tue sehr, sehr gerne wandern. Ich bin wirklich viel unterwegs. Und von dem her, die einen und anderen Etappen kenne ich schon. Bin ich wirklich auch schon gelaufen, aber es wäre sicher ein Ziel, das mal zu machen. Obwohl die Wandersaison vor der Tür steht, nutzen viele gerne noch die letzten Tage der Skisaison. So zum Beispiel am letzten Dienstag am Ski for Kids 2022. Dort geht es darum, auf der Piste der Jungfrau-Region möglichst viele Höhenmeter zurückzulegen und so Spenden zu sammeln für das nächste Projekt von Ski for Kids. Unterwegs waren die Leute in Gruppen, begleitet von Prominenten. Eine Gruppe hat einen besonders prominenten Skifahrer als Begleitung gehabt, der Olympiasieger Ryan Regetz. Die Gruppe haben wir begleitet. Ich bin von der Stiftung Freudeherst.
Ja, ihr müsst leider mit mir Vorlieb nehmen. Mein Vater hat gefunden, so wie er ja verantwortungsvoll ist, am Sonntagabend hatte er so ein kleines Kratzen im Haus gehabt. Und dann hat er gesagt, er gehe am Montag, also gestern schnell einen Test machen. Dann gestern am Nachmittag einen Covid-Test machen. Und dann hat er mir angerufen und er hat gesagt, ja, das gibt es ja nicht, jetzt ist das positiv und er hat gar keine Symptome. Also es geht ihm gut, er ist frustriert und traurig daheim und wäre eigentlich lieber mit uns jetzt hier. Wir sind eine Stiftung, die versucht, vor allem Kinder zu bewegen. Wir haben heute einen Skitag, das ist ein sogenannter Ski for Kids. Also wir fahren eigentlich Ski für Kinder, für dass wir neue Projekte realisieren können. Also ist das Ziel, möglichst viele Höhenmeter zu machen in diesen Teams und mit den Prominenten, die wir haben. Eine grosse Ehre ist natürlich, dass der Ryan Regetz da ist, als Olympiasieger. Can Simmen, den Namen kennt man. Von wo kennt man den? Ich war 1998 Olympiasieger, 2001 und 2002 noch Weltmeister im Halfpipe Snowboarden. Und heute seid ihr auch mit einer Gruppe unterwegs? Nein, ich habe keine Gruppe, ich habe Hilfe der Gesamtorganisation mit, von unserer Seite, von Seite Jungfrau Bahnen. Ja, es war perfekt, es waren alle pünktlich am Morgen, wir konnten starten zur Zeit. Sehr viele prominente Leute, die hier die Teams auch mitnehmen und durch unser Skigebiet fahren und Höhenmeter sammeln. Ja, ich frage mich auch, was ich hier mache. Ich bin der Marc Traufer und habe heute meinen ersten Skitag seit 3 Jahren. Und wie geht es bis jetzt? Ja, die scheichen über wie Aff, aber sonst ist alles gut. Das hat mich noch nicht auf die Schnur gehauen. Und, ich gebe alles für mein Team. Ja, also zuerst haben wir mal die Lauberhornabfahrt gemacht. Natürlich überall müssen anhalten, Fotos machen. Ich glaube, die Chancen auf einen Sieg sind relativ gering bei uns, das muss man schon sagen. Aber dafür haben wir es sehr lustig. Ja, hat mal einen angerufen, ob ich auch käme. Und ich habe natürlich sofort ja gesagt. Es ist immer eine gute Geschichte, wenn man eben jetzt zum Beispiel wie hier, wo es darum geht, Kinder zum Sport zu bringen, Kinder in Bewegung zu bringen. Die Stiftung Freude herrscht ist eine super Geschichte. Und als die Anfrage kam, habe ich im Terminkalender geschaut und nichts gehabt. Und dann habe ich gesagt, ja, was gibt es denn Besseres, als einen coolen Frühlingsskitag noch einzuziehen? So anderen Leuten langsam zu fahren, ist das langweilig? Nein, es hat alles ein bisschen Vor- und Nachteile. Hier kann man ein bisschen mehr mit Leuten reden. Sonst komme ich nicht so dazu. Und es ist ein schöner Tag, ein bisschen frei fahren und das mit Leuten. Es macht Spass. Wie war bis jetzt der Tag? Ja, ganz in Ordnung. Wir haben etwas über 2 Stunden hinter uns. Haben nicht so viele Höhenmeter, wie ich hätte wollen, aber passt schon. Der Tag war ganz gut bis jetzt. Macht Spass. Auch mit den Leuten in der Gruppe. Es ist eine kleine, aber eine gute Gruppe. Und ja, wir kommen nicht ganz so viel vorwärts, wie ich mir es zuerst vorgestellt habe, aber es macht gleich Spass und wir sind hier für eine gute Zeit zu haben. Was ist jetzt das Ziel für den Nachmittag? Ja, möglichst viele Kilometer noch fahren, respektive Höhenmeter. Schauen, dass wir im Sulz noch gut vorankommen. Ob morgen das Wetter für die Skifahren oder das Wandern geeignet ist, das seht ihr jetzt gerade in der Prognose. Ich wünsche euch so oder so schon einen grusamen Abend und eine gute Zeit. Wieder schauen miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Hier ist das Jungfrau-Zeitungswetter für die Region Bern. Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ein Winter-Comeback haben wir jetzt Anfang April. Wir in der Höhe ist weiss geworden heute, aber zum Teil jetzt auch bis in tiefe Lagen aber ein bisschen Schnee gegeben. Wir sehen hier das winterliche Guckisberg und ganz ausgeschneit hat es noch nicht. Es wird auch in der Nacht auf den Samstag und morgen am Samstag weitere Schneefälle geben. Wir haben das Tiefdruckgebiet Lotte, das liegt über Italien. Wir haben hier die kalte Luft, die weiterhin reinzieht in den Alpenraum und eben auch viel Feuchtigkeit. Und darum gibt es auch weitere Niederschläge in der Nacht und morgen. Am Vormittag ein trüber Himmel, es schneit immer wieder und das bis in tiefe Lagen. Aber am Morgen am Nachmittag geht es weiter mit zeitweise Schneefall und entsprechend auch mit vielen Wolken. Also ein trüber, winterlicher, kalter Samstag, Temperaturen maximal bei 1 bis 2 Grad. Aufpassen auf der Straße, vor allem in leicht erhöhten Lagen haben wir winterliche Strassenverhältnisse. Dann trocknet es ab in der Nacht auf den Sonntag. Am Sonntag ist es trocken. Neben den vielen Wolken gibt es ein bisschen Sonne. Die Temperatur aber sehr kühl. Es bläst dann auch
Eine zeitweise mäßige Beise im Mittelland und recht freundlich wird es zum Wochenstart. Teilweise sonnig am Montag, aber Achtung, es gibt auch kalte Nacht. Empfindliche Pflanzen sollte man entsprechend dann schützen. Am Montag den Tag durch etwa 6 Grad und dann wird es wieder unbeständiger und zeitweise auch nass. Aber wir haben hier ab dem Dienstag auch einen Temperaturanstieg. Das war vom Jungfrau Zeitungswetter. Ich wünsche weiterhin einen schönen Freitagabend und ein erholsames Wochenende.